Trump hat versprochen, keine neuen Kriege anzuzetteln. Und jetzt haben amerikanische Bomber den Iran angegriffen. Mit widersprüchlichen Begründungen, wie wir werden sehen. Und vor allem verliert der Trump jetzt durch diesen Verrat die Unterstützung von einem Grossteil seiner Wähler. Hey, ciao zusammen von unten hier. Herzlich willkommen in Kalifornien. Ich bin wieder beim Tower 19. Wo ich jede Woche mit badmeisterlichem Überblick und doc-filmerischem Gewunder ein aktuelles Thema in die Hüpel nehme. Letzten Samstag in der Nacht haben amerikanische B-2-Tarnbomber 3 Atomanlagen im Iran angegriffen. Dazu haben sie sogenannte bunkerbrechende GBU-57-Bomben abgeworfen. So ein Teil ist 14 Tonnen schwer und kann unterirdische Ziele bis 60 Meter tief im Boden zerstören. Vor kurzem hat das US-Militär gezielte Angriffe auf 3 wichtige Atomanlagen im Iran durchgeführt. Ziel war es, Irans Nuklearprogramm zu zerstören und die nukleare Bedrohung zu stoppen. Heute kann ich der Welt berichten, die Angriffe waren ein voller Erfolg. Die wichtigsten Anlagen zur Urananreicherung wurden vollständig zerstört. Military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Wie immer in der Politik sollte man nie die Story von einer Seite für bare Münzen nehmen. Im heutigen Beitrag möchte ich mit euch teilen, über was für Widersprüche ich in diesem Fall gestockelt bin. Ich zeige euch auch, was hier die Befürworter und Kritiker sagen. Dann könnt ihr selber entscheiden, ob ihr den Angriff gut oder schlecht findet. Item. Schauen wir zuerst kurz an, was die offizielle Begründung ist für den Kriegseintritt der USA. Die US-Regierung behauptet, Iran sei nur ein paar wenige Wochen davon weg, dass sie eine funktionsfähige Atomwaffe haben. Dazu komme, dass der Iran vorher die internationalen Atominspekteure aus dem Land geschickt hat. Und Satellitenaufnahmen zeigen intensive Aktivitäten, zumindest bei einer von diesen Atomanlagen. Widersprüchlich sind jetzt aber die Aussagen von Tulsi Gabbard. Sie ist die höchste Geheimdienstchefin der Trump-Administration. Noch vor 3 Monaten, am 25. März, hat sie vor dem House Intelligence Committee gesagt, dass die US-Behörden nicht davon ausgehen, dass Iran eine Atombombe baut. Und dass der Ayatollah Khamenei kein entsprechendes Programm genehmigt hat. Die Geheimdienste sagen weiterhin, der Iran baut keine Atombombe. Sie sagt hier, die IC, also die Intelligence Community, die Geheimdienste, und sie ist deren Boss. Sie sagt, der Iran baut keine Atombombe. Und der oberste Führer Khamenei hat das Atomwaffenprogramm 2003 gestoppt. Der Mann, der das Land anführt, hat das Ganze schon 2003 gestoppt. Und laut Gabbards Einschätzung ist das weiter so der Fall. Sie haben das Ganze gestoppt. Sie machen das nicht mehr. Kurz vor dem Angriff hat der Trump aber behauptet, der Iran sei kurz davor, so eine Bombe zu haben. Iran habe nur Wochen oder Monate bis zur Atomwaffe, hat er gesagt. Angesprochen auf diesen Widerspruch meint der Trump: Welche Beweise haben Sie, dass der Iran eine Atombombe baut? Ihre Geheimdienste sagen, es gibt keine. Dann liegen meine Leute eben falsch. Wer von denen hat das gesagt? Ihre Direktorin, Tulsi Gabbard. Sie liegt falsch. Tulsi Gabbard hat jetzt ihre Aussage revidiert. Aber ihre Wortwahl deutet darauf hin, dass sie weiterhin davon ausgeht, dass die US-Geheimdienste nichts wissen vom Atombombenprogramm vom Iran. Aber dass da andere Beweise geliefert haben. Direktorin Gabbard sagte im März unter Eid vor dem Kongress, dass der Iran keine Atombombe entwickelt, seit 2002 nicht mehr. Und der Ayatollah hat es damals verboten. Aber Präsident Trump sagte, es ist mir egal, was Sie sagen, ich sehe das anders. Woher hat er diese anderen Infos? And President Trump said, I don't care what she said, I think otherwise. Where did he get the otherwise from? Von Benjamin Netanyahu und dem Mossad. Ganz klar, das Ganze ist nicht die Politik der USA. Wenn die neuen Geheimdienstinfos also von Israel kommen, dann müsste man fairerweise jetzt auch noch den Clip einspielen vom israelischen Premierminister Netanyahu, der seit 33 Jahren sagt, dass Iran kurz vor dem Besitz von einer Atomwaffe sei.
In 1992 sagte Netanyahu im Parlament, in 3 bis 5 Jahren könnte der Iran in der Lage sein, eigenständig eine Atombombe zu bauen. 3 Jahre später wiederholt er die gleiche Aussage im Buch Fighting Terrorism. Wiederum spricht er von 3 bis 5 Jahre. 2002 im US-Kongress. Gibt es andere Länder, die die USA präventiv angreifen sollten? Irak und Iran, beide konkurrieren, wer zuerst Atomwaffen hat. Ein Jahr später im Irakkrieg wurden aber keine Atomwaffen gefunden. 2009 in einer US-Diplomatenkorrespondenz, veröffentlicht von Wikileaks, behauptet Netanyahu, der Iran sei 1 bis 2 Jahre von Atomwaffen entfernt. Im Jahr 2012 in der UN-Vollversammlung sagte Netanyahu mit der Skizze einer Bombe in der Hand, bis nächsten Frühling, spätestens Sommer, könnten sie genug angereichertes Uran für eine Bombe haben. Und jetzt, 33 Jahre nach Netanyahus erster angeblich dringender Warnung, greift Israel den Iran an. Wenn wir sie nicht stoppen, könnten sie in kurzer Zeit eine Atombombe bauen. Vielleicht in einem Jahr, vielleicht in ein paar Monaten. Das Thema 60% Urananreicherung steht im Zentrum der aktuellen Debatte, ob der Iran eine Atombombe bügelt oder eben nicht. Darum hier eine einfache Erklärung. Uran kommt in der Natur nur in sehr kleiner Konzentration von etwa 0,7% vor. Für dass man es als Brennstoff oder für eine Bombe brauchen kann, muss man den Anteil des Isotop erhöhen. Darum reden wir von Anreicherung. Es gibt unterschiedliche Anreicherungsminimum, je nach Nutzungszweck. 3 bis 5% sind für ein Stromatomkraftwerk völlig genug. 20% brauche ich es für medizinische Zwecke oder für Forschungsreaktoren. 60% brauche ich mir eigentlich für nichts Ziviles. Es ist technisch gesehen nur ein Schritt weg vom waffenfähigen Uran. 90% sind waffenfähiges Uran, also geeignet zum Bau von Atombomben. Laut einem Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA hat der Iran seit 2021 ca. 120 Kilo von so 60% angereichertem Uran. Das reiche rein technisch gesehen für mindestens 2 Atombomben, wenn sie das dann auf 90% noch anreichern. Iran hat mehrfach betont, dass sie nicht im Sinn haben, Atomwaffen zu bauen. Aber westliche Geheimdienste und Experten deuten eine Anreicherung von 60% als deutliches Indiz, dass der Iran zumindest die Fähigkeit für eine schnelle Fertigstellung einer Bombe aufrechterhalten will. Ist jetzt der Iran also wirklich kurz vor dem Besitz von Atomwaffen? Als Konterpunkt habe ich hier ein paar Ausschnitte zusammengestellt von Leuten, die das nicht so recht glauben wollen. Als erstes hier die Aussage vom Direktor der IAEA, dem Argentinier Rafael Grossi. Wir haben mitgeteilt und berichtet, dass wir keinen Beweis für eine systematische Entwicklung von Atomwaffen haben. Im IAEA-Bericht heisst es sinngemäss aber auch, dass der Iran wiederholt lüge, Informationen verschleiere und wichtige Details verstecke. Kurz gesagt, der Iran blockiert Transparenz und behindert aktiv die Arbeit der Atomaufsicht. Dann könnte man doch schon auch zum Schluss kommen, dass wenn der Iran eine 60% Anreicherung hat, dass man da präventiv zuschlagen muss, weil so ganz vertrauen kann man denen ja nicht. Hier erklärt der Scott Horton, wieso diese Angst unbegründet sei. Der Reaktor produziert zwar Plutoniumabfall, aber Iran hat keine Anlage, um diesen zu waffenfähigem Plutonium aufzuarbeiten. Der Plutoniumweg zur Bombe fällt also weg. Jetzt zur Uranroute. Die Hiroshima-Bombe war eine einfache Uranbombe, riesig groß. So etwas könnte der Iran nie auf eine Rakete packen und nach Israel oder in die USA schicken.
Hätten sie eine oder zwei davon, könnten sie höchstens in der Wüste eine Testexplosion zeigen. Das wäre keine echte Bedrohung. Ihr Vorrat an 60% angereichertem Uran, der ist einfach ein Druckmittel. Damit wollen sie Druck aufbauen, damit die USA die Sanktionen aufheben. Wenn sie wirklich waffenfähiges Uran wollten, hätten sie es längst gemacht. Aber sie tun es nicht. Sie tasten sich nur heran, um es im Tausch gegen einen Sanktionsabbau anbieten zu können. Hier ist der Scott Ritter. Er erklärt, was wirklich abgegangen ist. We know that die 3 angegriffenen Nuklearstandorte Isfahan, Natanz und Fordo waren leer. Der Iran hatte seine Nuklearanlagen längst aus diesen Orten abgezogen. Die Angriffe hatten also keinerlei Auswirkungen auf das Atomprogramm. Es war reines Theater. So this is purely an act of theater. We had one B-2 bomber drop. Ein B-2-Bomber warf 2 schwere Bomben auf Natanz. Doch die Anlage war zuvor schon 2 oder 3 Mal von Israel angegriffen worden. Alles Wertvolle wie Zentrifugen war längst evakuiert worden. Natanz hatte nur noch veraltete IR-1-Zentrifugen, ineffizient und längst ersetzt, vor allem durch moderne Anlagen in Fordo. Der Angriff auf Natanz war also militärisch völlig wirkungslos. Wir haben buchstäblich 2 neue Löcher in leeren Boden gemacht. Es war ein politisches Signal, sonst nichts. Scientific or meaningful value. It was purely a political act. The same with Isfahan. Auch in Isfahan schlugen 30 US-Marschflugkörper ein. Doch selbst die US-Regierung räumt ein, dass der Schaden weit hinter den Erwartungen zurückblieb. Die Anlage liegt tiefer unter der Erde und ist besser geschützt. Nach normalem militärischem Ablauf, ich spreche aus Erfahrung als früherer Schadensbewertungsoffizier im Golfkrieg, hätte man hier sofort erneut zuschlagen müssen, um das Ziel zu erreichen. Aber Trump sagte, nein, das war's. Was zeigt, es ging nie um echte militärische Wirkung, sondern nur um Politik. Meaningful on the ground. This was an act of pure politics. And then we get to Fordo, the crown jewel. Und dann Fordo, das eigentliche Ziel. Eine Hochsicherheitsanlage, über 90 Meter tief, plus Gebirgsschichten darüber. 6 B-2-Bomber warfen jeweils 2 Bunkerbrecher ab. Ergebnis? Leichter Schaden an einem Eingang und einem Ausgang von insgesamt 5. Von insgesamt 5 Zugängen. Die Anlage selbst blieb intakt. Und noch wichtiger, die Iraner hatten die Anlage am 18. und 19. Juni bereits geräumt. Satellitenbilder zeigen, wie Zentrifugen und das gesamte 60% angereicherte Uran, das angeblich in wenigen Tagen bombenfähig wäre, abtransportiert wurden. Alles ist jetzt an unbekannten Orten. Fazit: Diese Angriffe haben das iranische Atomprogramm in keiner Weise zurückgeworfen. Sie waren reine politische Inszenierung von einem Präsidenten, der verzweifelt Stärke zeigen will, aber letztlich nur amerikanische Machtlosigkeit demonstriert hat. Das Ganze hat also das Potenzial, dass es die Präsidentschaft von Donald Trump gefährden könnte. Eines der zentralen Wahlkampfversprechen von Trump war, keine US-Verwicklung in einen neuen Endloskrieg. Gemeint sind Jahre und jahrzehntelange Armeeeinsätze wie im Irak oder Afghanistan. Mit dieser Position hat er viele Leute abgeholt, die vorher nicht unbedingt Trump-Wähler waren. Trump hat immer wieder gesagt, eine von seinen Prioritäten sei es, Kriegstreiber und Amerika zuletzt Globalisten zurückzudrängen. Und tatsächlich hat er bis vor 2 Wochen noch auf Atomgespräche mit dem Iran gedrängt und dem Land eine zweite Chance eingeräumt. Und das hat sich jetzt aber mittlerweile als Täuschungsmanöver herausgestellt. Was der Präsident der Vereinigten Staaten getan hat, war höchst verfassungswidrig, ganz klar illegal. Ein Grund für ein Amtsenthebungsverfahren und ein Kriegsverbrechen. Wer hat die Charta der Vereinten Nationen geschrieben? Wir, die USA. Und wir haben sie unterschrieben, genau wie Israel und der Iran. Diese Charta verbietet eindeutig solche Angriffe gegen ein anderes unterzeichnendes Land, ohne vorher zum UN-Sicherheitsrat zu gehen.
Trump ging zu niemandem. Er saß in einem fensterlosen Raum und hörte sich an, was ein paar Leute meinten, was er hören will. Und so hat er seine Entscheidung getroffen. Ein grösserer Teil der Trump-Wähler, die nicht fanatische MAGA-Anhänger sind, sind auf alle Fälle ziemlich enttäuscht. Die hohen Zölle haben sie noch geschluckt. Auch all diese America-First-Aktionen. Weil das hat der Trump alles während dem Wahlkampf versprochen. Aber einen neuen Krieg anfangen und somit eines von seinen Wahlversprechen zu brechen, das wird gar nicht gutiert. Von den 2024er Trump-Wählern sind nur 19% für den Angriff. Deutliche 53% sind klar dagegen. Und ich muss sagen, auch wenn viele Trump-Anhänger oft als Kult beschrieben werden, was auf einen Teil sicher zutrifft, wird er wegen dieser Aktion seine eigene Basis verlieren. Ich spreche da nicht nur für mich. Viele von uns werden da einfach nicht mitmachen. Ob Trump seine Unterstützer aus dem moderaten Lager jetzt ganz verliert, kommt auch ein bisschen darauf an, ob der Krieg, wie von vielen behauptet wird, noch länger weitergeht. Oder ob Trump da schnell wieder rauskommt. Aber Trump wäre nicht Trump, wenn diese Geschichte auch in diesem Fall erneut eine ganz andere Wende nimmt. Vor ein paar Stunden hat der Präsident Trump nämlich via Social-Media-Post angekündigt, dass er einen kompletten Waffenstillstand zwischen Israel und Iran vermittelt hat. Falls dieser Waffenstillstand tatsächlich zustande kommt, dann hat er wieder mal alle überrumpelt. Im Verlauf der nächsten Stunden werden wir das dann herausfinden. Und jetzt zum Schluss, wie gäng, noch ein Kommentar von mir. Kürzlich hat mich eine Zuschrift erreicht, die gefragt hat, wieso ich den Trump eigentlich gut finde. Meine Antwort ist, in der Politik sollte man nicht Personen gut finden, sondern politische Inhalte. Wenn jemand bei einem Thema eine Position einnimmt, die nach bei meiner Meinung ist, dann finde ich das gut. Nicht wegen der Person, sondern wegen der Sache. Ich gebe ein Beispiel. Ich finde Globalismus oder Supranationalismus gar keine gute Idee mehr. Also weil auf einmal Institutionen bestimmen, was wir als Land machen müssen. Darum finde ich es gut von Trump, dass er die USA zur WHO rausnimmt und darum zum Beispiel der Pandemievertrag hier in Amerika nicht mehr durchgesetzt werden kann. Ich bin auch gar kein Fan von Imperialismus, sondern ziehe die Selbstbestimmung von jedem einzelnen Land vor. Darum bin ich auch kritischer Gegner von Trump. Und wenn man mich fragt, würde ich sagen, dass ich den Bombenangriff auf Iran kritisch anschaue. Et voilà, dann würde ich sagen, das war es wieder mal für heute. Ganz herzlichen Dank an alle, die mich wieder finanziell unterstützt haben. Und mir so erleichtern, alle Wochen mit einem neuen Beitrag aufzukreuzen. Ein paar Zuschauer haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass es auch einfacher wäre, mir einen Batzen zu schicken, wenn ich nicht nur da die YouTube-Trinkgeldmöglichkeit anbiete, sondern auch ein paar für die Schweiz gängigere Methoden. Das habe ich jetzt gemacht. Und ihr findet diese Infos unter www.vogunten.ch oder auch im Beschreibungstext von jedem Video. Danke also nochmal an alle Unterstützer. Vergesst nicht, mir zu verraten, von wo ihr auch das Mal wieder zugeschaut habt. Das ist immer super spannend. Also, merci fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!